Reicht der lange Arm Chinas bis in den Bayerischen Wald? Laut Bundesregierung sollen staatliche chinesische Angreifer diese Anlage gehackt haben. Es ist ein Observatorium des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie. Hier entstehen die exakten Daten für Navigationssysteme, von GPS bis Galileo. (2021) soll die Anlage in Wetzell in Bayern Ziel der Hacker gewesen sein. Was geschah? Das wurde hier untersucht. Wir bekommen einen exklusiven Einblick in die Arbeit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Rund um die Uhr wird im Cyberabwehrzentrum die Lage analysiert. Im Fokus zunehmend Angriffe aus China. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um Industriespionage. Es hat sich im Laufe der letzten Jahre deutlich mehr auch in den politischen Raum verschoben. Das heißt, wir sehen mehr, dass wirklich auch staatliche Institutionen angegriffen werden, Parteien, Stiftungen. Also hier sehen wir eine deutliche Verschiebung vom Technologie-Wirtschaftsbereich auch in den politischen Bereich. Robert Formanek gehört zur Taskforce des BSI, die aktiv wird, wenn Behörden angegriffen werden. Ende 2021 erhält er den Hinweis, dass Hacker ins Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, kurz BKG, eingedrungen sind. Also es war kurz vor Weihnachten, es war der 16. Dezember, wo wir dann das BKG angerufen haben, nachdem wir hier die Kenntnis eben erlangt hatten, dass es einen solchen Angriff möglicherweise gibt. Was bedeutet, dass wir natürlich sehr wenig Personal im Haus hatten. Mit seinem Team erforscht Robert Formanek, wie die Hacker ins System gelangt sind und was sie dort suchen. Wir haben dann festgestellt, dass das Einfallstor eine Schwachstelle war auf einem Server, der eben vor allem Wetzell bedient, also diesen Standort Wetzell, wo ein Geo-Observatorium besteht, das international auch Daten austauscht, um eben diese Koordinaten für die Flugsicherung und andere Abnehmer beispielsweise zusammenzustellen. Über den Server in Wetzell breiten die Hacker sich im gesamten System des Bundesamtes aus. Wenn ich einen staatlichen Akteur im Haus habe und ich bereite Grunddaten für ein Koordinatensystem vor, das in der deutschen Flugsicherung beispielsweise benutzt wird, dann kann ich mir ja nicht mehr 100% sicher sein, dass all diese Daten korrekt sind. Die Folgen könnten gravierend sein. Die BSI-Präsidentin mahnt zur Vorsicht in allen Lebensbereichen. Jeder von uns könnte betroffen sein. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben Kinderspielzeug, das vernetzt ist, dann haben Sie im Zweifelsfall, je nach Hersteller, auch ein Abhörgerät in dem Kinderzimmer. Das Thema haben Sie aber auch zum Beispiel im 5G-Bereich, wo es wirklich darum geht, wenn ein Akteur aus welchem Land auch immer, eine große Verbreitung hat und auch entsprechend Einfluss auf die Geräte hat, dann kann damit natürlich auch entsprechend Missbrauch stattfinden. Einem Unternehmen wird genau das immer wieder vorgeworfen. Dem wohl international erfolgreichsten und gleichzeitig umstrittensten Konzern Chinas, Huawei. Carsten Senz empfängt uns in China und wird uns die eigene Sicht auf den Wirtschaftskrimi rund um den Tech-Giganten erzählen. Wir sind im Forschungscampus von Huawei. Hier hat das Unternehmen Monumente aus 12 europäischen Städten nachgebaut, mitten in einer chinesischen Megacity. So, wir gehen jetzt erstmal hier rauf, innerhalb der Universität Sorbonne in Paris und nehmen dann einen kleinen Golfwagen und fahren dann wahrscheinlich erst von Paris nach Granada,
dann nach Bologna und von dort aus direkt in die Altstadt von Heidelberg. Huawei. Das Unternehmen ist keine 40 Jahre alt, doch längst zu einem Global Player geworden. Über 100 Milliarden Euro Umsatz. Über 200.000 Beschäftigte. Der Forschungscampus ist so groß wie 200 Fußballfelder. Nega Alhambra, Idingorla, der war Granada, Nega Alhambra. Ah, also das hatte ich vergessen. Das berühmte Alhambra aus Granada, das war auch. Aber gut. So, jetzt fahren wir von hier aus, von hinten, in die Heidelberger Altstadt rein. Sehen wir rechts von uns, sehen wir das Heidelberger Schloss. Der Unterschied zum echten Heidelberger Schloss ist, dass das Heidelberger Schloss in Heidelberg ja eine Ruine ist. Hier haben wir es in seiner ganzen Schönheit noch mal aufgebaut. Der Campus hat 1,2 Milliarden $ gekostet. Knapp 30.000 Beschäftigte arbeiten hier. Also alles, was hier so alteuropäisch aussieht, ist innen drin sehr modern mit 5G, Cloud Computing, Datenzentren. All das wird hier halt beforscht. Manche Teile des Campus lassen sich am schnellsten mit der unternehmenseigenen Eisenbahn erreichen. Es gibt 3 Linien. Das gesamte Gelände, eine Demonstration von Geld, Macht, Erfolg. Gebaut, als alles noch gut war.